Herzlich willkommen, liebe Leute, für eine neue Emission Blick auf Europa hier von Straßburg. Ich wollte heute mit dir schwätzen über eine Initiative, eine Proposition von einer Direktive über Zugänglichkeit, über Barrierefreiheit für Leute mit Behinderung, Leute, die nicht mehr so mobil sind. Und da habe ich hier bei mir am Plateau meine Kollegin Sabine Verheyen, die den Dossier behandelt hat. Ihr wisst, dass 80 Millionen Leute innerhalb von Europa mit einer Behinderung leben müssen. Das sind ungefähr 15% von der Bevölkerung. Und das gewusst, was die Alterung von der Gesellschaft zuhält, was die Zahl wahrscheinlich in Zukunft noch wird zuhält. Herzlich willkommen, Sabine, und vielen Dank, dass du mitmachst, dass du den luxemburgischen Zuschauern ein bisschen dein spezielles Dossier, was du in den letzten Wochen und Monaten behandelt hast, dass du darüber ein bisschen Auskunft gibst. Ich mag es immer, wenn Informationen aus erster Hand, jemand, der mitverhandelt hat, jemand, der das Dossier kennt. Wir kennen ja alle was, aber im Detail nicht so. Erstens mal vielleicht, wir haben ja die Charta der Grundwerte, diese Barrierefreiheit. Wieso eigentlich jetzt noch eine zusätzliche Initiative? Es ist ja ein Grundrecht, wird ja auch gemacht und angewandt, aber wieso jetzt noch zusätzlich was? Also die UN-Konvention, die ja die grundlegenden Verpflichtungen auch festschreibt, der sind wir als Mitgliedstaaten schon 2007, 2008 beigetreten. 2008 gab es eine Ministerkonferenz, in der man vollmundig versprochen hat, was man jetzt in den nächsten Jahren tun wird. Es ist sicherlich auch in vielen Bereichen schon einiges passiert, aber sehr unterschiedlich. Wir haben die sektorspezifischen Regulierungen im Transport und im audiovisuellen Medienbereich. Aber es ist halt extrem unterschiedlich umgesetzt und das macht es für Menschen mit Behinderungen schwierig, auch grenzüberschreitend wirklich im europäischen Binnenmarkt sich zu bewegen und Fuß zu fassen. Und deshalb strebt die Kommission auch deshalb unter dem Aspekt der Harmonisierung im Binnenmarkt für bestimmte Dienstleistungen und Produkte, gerade jetzt auch in der digitalisierten Welt, eine Harmonisierung an mit einem bestimmten Mindeststandard, der vorgeschrieben werden soll. Das ist ein wichtiger Schritt, der, glaube ich, auch für die behinderten Menschen viele Vorteile bringen wird. Stichwort technologische Entwicklung, Digitalisierung. Du hast das Stichwort mitgeliefert. Diese Menschen mit Behinderung wir alle sind mit neuen Herausforderungen konfrontiert, aber Menschen mit Behinderung, mit einschränkender Mobilität besonders. Gibt es jetzt diese neue Richtlinie, gibt da mit Sicherheit einige Möglichkeiten zu einer starken Verbesserung für diese Leute? Ja, eindeutig. Also wir haben in den Geltungsbereich der Richtlinie alle möglichen elektronischen Geräte wie Computer, Websites im Bereich des E-Commerce. Also wenn ich als Händler eine Seite betreibe, bei der ich Produkte verkaufe, dann muss die auch accessible, wie es so schön heißt, also barrierefrei gestaltet werden in Zukunft. Wir haben allerdings oder auch Zahlautomaten, das ist etwas, was das Europäische Parlament Absolut, im Geltungsbereich zugefügt hat. Wir sind also einen Schritt weiter gegangen als die Kommission, also sowohl Bankautomaten, die waren im Vorschlag der Kommission schon drin, aber auch sogenannte Payment Terminals, also wenn ich irgendwo an der Kasse mit der Karte bezahlen kann, das muss demnächst auch barrierefrei gestaltet werden, damit ich auch eigenständig agieren kann. Wenn ich zum Beispiel blind bin und bin im Laden und habe eingekauft, dann war es bisher so, dass viele dann halt eben der Verkäuferin an der Kasse ihr Portemonnaie geben mussten und darauf vertrauen, dass alles sauber läuft. Wenn ich das über einen behindertengerechten Payment Terminal abwickeln kann, dann ist das etwas, wo ich eigenständig agieren kann und ein Stück mehr, Selbstverantwortung und Selbstbestimmtheit für behinderte Menschen generieren kann. Und deshalb haben wir gerade in dem Bereich das erweitert und wir haben auch die bauliche Umwelt verpflichtend für zukünftige Bauten und bei Grundsanierungen hinzugefügt. Insofern haben wir den Kommissionsvorschlag ein ganzes Stück auch noch aufgeweitet im Interesse der Menschen mit Behinderungen. Super, ich denke da auch an Terminals am Flughafen, wo man ja heutzutage auch selber einchecken kann. Genau. Aber da kommen wir mit Sicherheit noch auf diese sektorspezifischen Gegebenheiten. Ein zusätzlicher Punkt sind natürlich die Kosten. Das war ja auch innerhalb der einzelnen Gruppen, weil das ja auch ein sehr ausgiebiges Thema, was behandelt wurde. Jetzt haben wir ja festgelegt, und wir stehen ja auch dazu, dass das als Investition anzusehen ist. Diese Kosten sind ja Investitionen
Und wie hat sich das trotzdem entwickelt, diese Diskussion, und auch im Hinblick auf, ja, sage ich mal, kleine und mittelständische Unternehmen, die möglicherweise diese Kosten nicht so leicht tragen können? Also wenn wir die Kosten als Investitionen sehen, dann muss man auch natürlich sehen, dass eine Investition von einem Kleinst- oder kleinen und mittleren Unternehmen dann getätigt wird, wenn das Unternehmen sich die auch leisten kann. Wenn ich jetzt eine Investition mache in ein neues Produkt, in eine neue Entwicklung und ich fange gerade als Start-up erst an und habe direkt zusätzliche Investitionsauflagen, muss man dann in diesem Sinne ja dann so sehen, mit drauf, dann überlege ich mir, kann ich mir das leisten oder nicht. Was wir verhindern wollen, ist, dass gerade bei kleinen und mittleren Unternehmen und bei Kleinstunternehmen es hier zu übermäßigen Belastungen kommt, die dann eher dazu führen, dass neue Services, Innovationen nicht umgesetzt werden, weil halt eben die Auflagen und die Anforderungen zu hoch sind. Insofern haben wir eine Ausnahme für Kleinstunternehmen, sogenannte Micro-Enterprises gemacht. Ja. Also wenn ich als Start-up anfange, kann ich nicht sofort alle Bedingungen erfüllen müssen. Ja. Deshalb haben wir gesagt, die sind vom Anwendungsbereich der Richtlinie erstmal ausgenommen, aber können natürlich freiwillig, wenn sie an öffentlichen Ausschreibungen partizipieren wollen, wenn sie Produkte, also auch diesen Markt mit über 80 Millionen Menschen alleine mit Behinderungen, ohne all diese Menschen, die funktionale Beeinträchtigungen haben, die ja auch von den Produkten profitieren, die kommen ja noch oben drauf. Ja. Das ist natürlich auch ein riesiger Markt, wo ich dann als Micro-Enterprise, als Start-up, als Kleinstunternehmen bis zu 10 Personen überlegen muss, ist das nicht für mich auch ein interessanter Markt und lohnt sich für mich das Investment am Ende auch. Aber wir wollten diese Verpflichtung halt nicht. Und wir haben gesagt, da wo die Kommission auch schon diese übermäßigen Belastungen als Möglichkeit gesehen haben, auch einen Antrag zu stellen zur Ausnahme von den Anforderungen aus der Regel, dass dies aber unbürokratischer laufen muss, dass man nicht sofort von vornherein alle möglichen Nachweise erbringen muss, sondern dass man plausibel in einem Antrag erklärt, warum das so ist, und wenn die autorisierende Behörde für diese Ausnahme einen Grund zur Skepsis sieht, dann kann sie all die Dokumente anfragen, aber es muss nicht von vornherein mit einem riesigen bürokratischen Boost sein. Das sind die Veränderungen, die wir als Binnenmarktausschuss in den Vorschlag der Kommission eingebracht haben. Wenn dieses Unternehmen jetzt natürlich wächst und eine gewisse Größe erreicht, dann muss es erfüllen. Das war ja auch so ein Thema, dass man das, ja, sage ich mal, nachverfolgt, dass man sieht, dieses Unternehmen wächst und muss dann auch die Bedingungen erfüllen. Genau. Im Transportausschuss gab es ja von unserer Seite auch große Meinungsverschiedenheiten über die Anwendung, da wir diese sektorenspezifische Gegebenheiten, dass wir über die schon verfügen, die sind jetzt nicht ausgeklammert, im Gegenteil, die sind auch Inhalt dieses Berichtes. Also wir haben eigentlich eine klare Abgrenzung gemacht, dass da, wo es schon sektorspezifische Regulierung gibt, diese sektorspezifische Regulierung auch weiter Geltung hat, dass aber alles das, was in der sektorspezifischen Regulierung nicht erfasst war, unter den Anwendungsbereich der Richtlinie dann fällt in diesen Bereichen. Das haben wir bei der audiovisuellen Mediendienste-Richtlinie zum Beispiel haben wir das gemacht, dass die audiovisuellen Mediendienste selber, also die Inhalte, das Programm selber ist spezifisch geregelt. Die Geräte oder auch der strukturelle Aufbau einer Webseite, die Navigation auf einer Webseite, das ist über den Rechtsakt hier geregelt mit den entsprechenden Anforderungen, die daraus kommen. Sodass wir im Endeffekt keine Doppeltlegislative auf einem und demselben Gegenstand haben, was zur Verwirrung führen wird. Wir haben zum Beispiel in einigen Teilen auch im Transportsektor auch Gebäude schon in der sektorspezifischen Regulierung, aber das ist zum Beispiel im Bereich des Bahnverkehrs, bezieht sich das auf die Bahnsteige. Die Bahnsteige müssen barrierefrei erreichbar sein. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel im Erdgeschoss des Bahnhofs eine Toilette habe, dann ist das nicht verpflichtend, dass die auch barrierefrei ist. Und das sind solche Punkte, wo wir sagen, da müssen einfach Verbesserungen auch her. Und deshalb haben wir die gebäudliche Umwelt, also die bauliche Umgebung, haben wir mit in den Anwendungsbereich der Richtlinie verpflichtend mit reingenommen. Allerdings nicht, dass ich rückwirkend alle Gebäude machen muss. Das ist eine kleine Diskrepanz, die wir auch zu den Behindertenverbänden haben, die natürlich sagen, und das ist auch irgendwo nachvollziehbar, was nutzt es mir, wenn der Bankautomat demnächst barrierefrei ist, aber ich 5 Stufen hoch muss, um da hinzukommen, was nicht geht. Auf der anderen Seite muss man hier auch wirklich sehen, was ist leistbar. Kann ich wirklich rückwirkend in alle Bereiche hinein, in alle Gebäude hinein, die sicherstellen? Und deshalb haben wir gesagt,
Einmal gilt es für die Zukunft, weil ja auch für die Zukunft erst für die Services das gilt, nicht rückwirkend. Ja, ja. Und zum Zweiten haben wir gesagt, da wo eine, ich sag mal, nicht nur ein neuer Anstrich an die Wand kommt, sondern wirklich eine strukturelle Sanierung am Gebäude stattfindet. Das heißt, wenn so eine Filiale im Erdgeschoss, so eine Bankfiliale komplett umgebaut wird, dann müssen die auch da im Endeffekt mit ran. Das macht ja auch Sinn. Und das macht Sinn, Ja. weil alles andere wäre auch eine, ich sag mal, Anforderung auch für die öffentliche Hand, die so enorme Ausmaße machen kann, wenn man da nicht wirklich differenziert. Insofern haben wir hier versucht, einen gesunden Mittelweg zwischen den Bedürfnissen, den berechtigten Bedürfnissen behinderter Menschen und Menschen mit funktionellen Einschränkungen, aber auch den Möglichkeiten, ich sag mal, sowohl der öffentlichen Hand, aber auch von Unternehmen da gerecht zu werden. Super. Wie geht es jetzt weiter? Das heißt, der Rat hat ja auch seine abschließende Meinung und jetzt wird im Trilog verhandelt. Und wie sieht das aus? Ist das Parlament jetzt mutiger, ehrgeiziger als der Rat oder siehst du da große Schwierigkeiten kommen? Also das, was ich bisher gesehen habe, ist das Parlament selbst mit der ausgewogenen Stellungnahme, die der Binnenmarktausschuss erarbeitet hat, deutlich weiter als der Rat. Und wir haben diese Situation ja vor einigen Jahren schon einmal gehabt, als es um die Barrierefreiheit für öffentliche Websites gegangen ist, wo wir auch deutlich mehr gefordert hatten, als der Rat willens war zu tun. Und das Dossier hat über 2 Jahre gehangen. Und das ist im Endeffekt im Moment mein Ziel, dass wir eben nicht in eine solche Hängepartie hineingeraten, weil wir zu hohe Anforderungen stellen. Und ich sag mal, quasi, was wünschst du dir zu Weihnachten umsetzen, sondern was ich möchte, ist, dass wir mit einem weitgehenden, aber realistischen Ansatz auch den Rat dazu zwingen, möglichst zügig an dem Dossier zu arbeiten und nicht irgendeinen vorgeschobenen Grund zu haben, weshalb man mit dem, was das Parlament vorgelegt hat, sowieso nicht umgehen kann und wir dann wieder 2, 3 Jahre ins Land gehen haben und wir vor Ende der Legislaturperiode kein Ergebnis haben, denn dann tut sich nichts mehr. Nein, dann tut sich nichts mehr, dann kommt wieder ein neues Parlament, eine neue Kommission und so. Dann, und ich sehe auch, mit dem Vorschlag kann sicher noch nicht die volle Barrierefreiheit in allen Bereichen erreicht werden. Das ist aber ein ganz großer und sehr wichtiger Schritt in die richtige Richtung. Das ist super. Das ist ein gutes Schlusswort, sage ich mal, eine Schlussfolgerung. Vielen Dank, dass du mitgemacht hast. Vielen Dank. Und dass du den luxemburgischen Zuschauern Auskünfte, ausgiebige Erklärungen, Ausführungen gegeben hast. Ich lebe Leute, vielmals merci für das Gucken. Die Ödelohai wirklich Informationen aus erster Hand kriegt über Zugänglichkeit, über Barrierefreiheit für Menschen mit Behinderung, für Denkschlichtungen, für Infrastruktur und so weiter. Merci für das Gucken, bis die nächste Woche.